Moin, ich bin Monika Teixeira und ich bin Diäteticienne. Heute werde ich mit diesem Video Risikofaktoren und Schutzfaktoren im Kader von einem Hirnschlag vorstellen. Hier seht ihr ein Tableau mit den Lebensmitteln, wo der Risikofaktor von einem Hirnschlag erhöht und auch die, wo einen Schutzfaktor durchstellen. Ein grosser Salzkonsum erhöht den Blutdruck. Obst und Gemüse sorgen ihrerseits für einen besseren Blutdruck sowie auch besseren Cholesterolspiegel. Niveau von der Fettwerte mal gesehen, inwiefern verschiedene Fetter also gute Cholesterol, den HDL, sowie das schlechte Cholesterol, den LDL, und auch Triglyceride beeinflussen. Fettsäuer gehen angedeelt auf verschiedene Kategorien: gesättigte Fettsäuer und ungesättigte Fettsäuer. Gesättigte Fettsäuer erhöhen den Risikofaktor und die finden hauptsächlich an deren Fetter, beispielsweise Rotfleisch, Butter, Charcuterie, pur Käsesortarten und Rahm. Bei den ungesättigten Fettsäuren haben wir mono- und polyungesättigte Fettsäuren. Monoungesättigte Fettsäuren, auch bekannt in der Omega-9, wo ein Schutzfaktor durchstellt, finden am Olivenöl, an den Oliven und am Avocado. Polyungesättigte Fettsäuren sind mehr bekannt unter dem Namen Omega-3 und Omega-6. Das Fetter gehen auf Französisch Acide gras essentiel genannt und sind nötig für eine gute kardiovaskuläre Gesundheit zu erhalten. Das Chemisch geht nicht an unserem Körper hergestellt, also müssen sie durch die Ernährung kommen. Die finden am fettreichen Fisch wie Saumon, Makrele, Sardinen sowie am pflanzlichen Fetten wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Leinöl, Traubenzumenöl, Nussöl und Sojaöl. Dann bleiben noch Transfetter, die sich an der Margarine und an den industrialisierten Jäsuren empfangen, wo der Risikofaktor erhöhen. Den Alkohol hat einen direkten Einfluss auf den Blutdruck sowie auch auf Triglyceridewerte. Den Zucker und Süßigkeiten sind auch zuständig für hohe Triglyceride. Auf dieser Dia findet ihr Beispiele für Lebensmittel, die einen Schutzfaktor darstellen. Hier findet ihr Beispiele für Lebensmittel, die ein Risiko darstellen. Ich gebe euch noch ein paar Tipps, wie ihr eine gesunde Ernährung erhalten. Kauft Echter Vollkorn, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse. Versucht natürlich fettarme Milchprodukte zu essen. Fisch sollte 2-mal die Woche essen, fettig und fettarm. Geflügel und fettarme Fleischsorten sollen am Maßen essen. Genießt einmal in der Woche eine vegetarische Mahlzeit. Für den guten Apport und gesunden Fetter ist es wichtig, verschiedene Ölsorten aufzuwechseln und auf nichts zuzugreifen. Passt beim Einkaufen auf, dass ihr keine Produkte kauft mit Transfetter oder zu viel gesättigte Fetter. Für zu kochen ist es am besten in Öl zu benutzen wie den Olivenöl, den stabil bleibt an hohen Temperaturen. Am besten sind industrialisierte Produkte zu vermeiden, wenn es hohe Werte an Zucker, Salz, gesättigt und Transfetter. Und vermeidet am besten den Alkoholkonsum. Im Kontext von der aktuellen Situation, wo wir gebeten sind, daheim zu bleiben, ist es trotzdem wichtig, einen gesunden Lebensstil zu erhalten. Merci fürs Zuhören und bleibt gesund.